So, guten Morgen. Wir sind wieder da. Die Bibel ist wieder da und wir lesen weiter in den Seligpreisungen, wo Gott uns hilft, wo Jesus uns helfen möchte. Hey, wonach sollst du streben? Welche Position zu haben mit deinem ganzen Leben? Und vor allem jetzt, hier geht es so ein bisschen mit deinem Herz. Welche Haltung tief in deinem Herz ist die richtige? Wir gehen heute Matthäus 5, Vers 7 bis 9 durch. Also du kannst gerade deine Bibel aufschlagen bei Matthäus 5, Vers 7. Soll ich vorlesen? Also, und zwar im Vers 7 lesen wir: Selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig die reinen Herzens sind, sie werden Gott schauen oder sehen. Und selig die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du zu uns sprichst heute Morgen, dass du uns vorbereitest auf diesen Tag und dass du diese Worte tief verwurzelst in unserem Herzen. Ja. Komm du mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit und mit deiner Stimme in Jesus' Namen. Amen. Amen. Selig die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen. Barmherzig, wunderschön. Ja, Also ich ist finde, ein warmes Wort. Das ist ein schönes Wort. Ja. Ja, ich liebe das. Ich finde es noch spannend, weil vorher, oder wir haben in den Seligpreisungen immer eher so ein bisschen gehört, hey, du kannst grundsätzlich das Reich Gottes kannst du nur annehmen. Du kommst geistlich an und kommst vor Gott, okay, Gott, ich habe dir nichts zu bringen, ich muss es empfangen. Jetzt kommt aber hier etwas, wo man schon fast sagen kann, okay, man investiert Barmherzigkeit und dann erhält man auch Barmherzigkeit. Also hier ist es doch noch spannend. Es ist trotzdem etwas, es gibt etwas, was man investieren kann, um mehr vom Reich Gottes auch zu empfangen. Ja, absolut. Ich glaube, Barmherzigkeit so in der Bibel hat so zwei Grundbedeutungen. Die erste ist, dass Barmherzigkeit, ich schreibe das uns hier auf, barmherzig ist so ein großes Wort und wir alle haben irgendwie so unsere eigenen Definitionen und darum, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir darauf sehen, was eigentlich die Bibel unter diesem Wort versteht. Barmherzig setzt sich eigentlich aus zwei Grundwörtern zusammen oder zwei Grundbedeutungen. Und zwar ist Barmherzigkeit immer ein Gefühl in der Bibel, ein Gefühl des Mitleids. Also das ist so dieser Moment, wenn du irgendjemand im Leid siehst, und das Gefühl, das du fühlst, dass du mitfühlst, Mitleid empfindest mit der Situation einer Person. Das ist das Gefühl. Das hatten wir schon vorher ein bisschen, wo es darum ging, hey, zu trauern auch. Also sich wirklich, das ist wichtig, sich innerlich berühren zu lassen von dem und da kommt das wieder eigentlich. Ja? Es ist auch eine Aussage, die Gott ja über sich selbst trifft bei Moses. Schön. Er sagt, ich bin Gott, also Jahwe, der Gnädige und Barmherzige. Ja. Also es ist ein Gefühlswort. Gott eine ganz wichtige Eigenschaft Gottes, das eine der Kernaussagen, die Gott in der Bibel über sich selbst macht. Und es gibt ja auch immer wieder so Momente im Alten Testament, wo du liest, wie Gott zum Beispiel die Sklaverei sieht von Israel in Ägypten und es löst etwas in ihm aus. Er sieht es, er nimmt es wahr, es ist ein Mitleid, das er spürt. Und das ist wunderschön, dass unser Gott fühlt. Aber es ist eben nicht nur ein Gefühl. Also das Gefühl, Mitleid zu haben, alleine ist nicht Barmherzigkeit. Nein, Barmherzigkeit ist eben auch eine Handlung, die ausgelöst wird durch dieses Gefühl. Und das zusammen ist eigentlich der Barmherzigkeitsbegriff in der Bibel. Den sehen wir immer und immer wieder in Jesus. Und ich liebe das, weil Jesus sagt hier was in dieser Rede, aber wir haben darüber auch schon gesprochen, dass wir ganz viele Geschichten im Matthäus-Evangelium haben oder in den anderen Evangelien auch, wo er genau das zeigt. Und wir lesen ganz viele Geschichten, wo Jesus eine Not sieht, zum Beispiel der blinde Bettler außerhalb von Jericho, und er ruft, Sohn Davids, habe Barmherzigkeit mit mir. Und das heißt, wie Jesus sich umdreht und er fühlte Mitleid. Er fühlte Mitleid und dann heilt er ihn. Also immer oder wir sehen es zum Beispiel im verlorenen Sohn. Der Vater, der Gott demonstriert, er hat Mitleid mit seinem Sohn, der nach Hause kommt. Und was macht er? Er rennt ihm entgegen. Oder der barmherzige Samaritaner, da ist ja schon nur im Titel das drin. Er sieht diesen ausgeraubten, halbtoten Mann auf der Straße liegen und er fühlte Mitleid mit ihm. Und dann, was macht er? Er verbindet seine Wunden. Er transportiert ihn in diese Herberge. Also dieses Gefühl des Mitleids und die nachfolgende Handlung,
Das ist der Kern davon, was es in der Bibel bedeutet, barmherzig zu sein. Für mich hat Barmherzigkeit immer auch noch den Aspekt, dass man nicht etwas tut oder sich nicht nur darum kümmert, um den Menschen, der dir etwas zurückgibt oder der schon etwas für dich getan hat, sondern du siehst die Not, du siehst das oder du bist sogar Barmherzigkeit, schwingt auch Gnade irgendwo mit in diesem Begriff, dass du, obwohl jemand dich schlecht behandelt hat, tust du Gutes. Ja. Das ist ja beim verlorenen Sohn die große Eigenschaft vom Vater, obwohl der verlorene Sohn ihn betrogen hat, dass ihm das Vermögen verspielt hat, trotzdem, obwohl er ihn wahrscheinlich verletzt hat, das Herz des Vaters, trotzdem ist der Vater barmherzig und fühlt damit. Und dann hat es mich, diese Bibelstelle, glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren, auch mega. Diese Parallele zum Unser Vater, zu dieser Zeile, wo Jesus sagt, hey, betet und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also es nimmt da genau wieder das aus, Gott sei mir barmherzig, weil ich ja auch barmherzig bin. Also diese Gesetzmäßigkeit wird nicht ausgehebelt, auch in der Vergebung drin. Absolut. Ich vergebe und empfange Vergebung von Gott. Ja, und das ist der zweite Grund oder die zweite Bedeutung für Barmherzigkeit. Neben diesem Gefühl und der Handlung ist es Vergebung. Vergebung ist extrem nah verbunden in der Bibel mit nicht nur mit Jesus Lehren, sondern auch mit seinem Leben. Wir lesen diese Geschichte am Kreuz, wie er sagt, vergib ihnen. Er lebt es selbst, aber auch er lehrt es. Wir haben zum Beispiel dieses Gleichnis in Matthäus 18 mit dem unbarmherzigen Knecht. Also wenn du mal noch Zeit hast, dann kannst du entweder jetzt das Video pausieren und kurz dieses Gleichnis lesen oder du liest es mal heute durch den Tag, wo Jesus demonstriert, was Vergebung macht. Und ich denke hier, wir müssen das wirklich hier wie festsetzen. Es gibt keine Zukunft für die Menschen ohne Vergebung. Ja. Es gibt keinen Weg vorwärts auf einem individuellen Level, aber auch auf einem gesellschaftlichen Level, wenn wir nicht lernen zu vergeben. Und das ist eigentlich das große Thema von den Lehren von Jesus, also zu vergeben. Und vielleicht eine Bemerkung noch zu Barmherzigkeit. Sie wird nicht eingegrenzt hier. Also du musst, es geht nicht darum, du zeigst Barmherzigkeit denen, die es verdient haben oder die dir was schulden, sondern du zeigst Barmherzigkeit einfach. Es wird nicht eingegrenzt auf Menschengruppen. Der nächste Vers ist auch sehr, spricht wieder zutiefst in unser Leben hinein. He? Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ein reines Herz. Das ist für mich, also wenn ich so ganz platt mal da rangehe, ein reines Herz ist eine sehr hohe Latte. Ja. Also es ist so, das ist dieses Heilige, dieses ganz Reine. Und das muss man, aber ich glaube, das ist ein generelles Thema, das oft in der Bibel vorkommt, ein reines Herz zu haben. Ja. Es steht im Psalm 24, 3-4, heißt es, wer darf hinaufziehen zum Berg des Herrn? Wer darf an seine heilige Stätte treten? Also wer kann in seine Gegenwart kommen? Und dann sagt der Psalmist im Vers 4, wer reine Hände hat und ein reines Herz, ein lauteres Herz. Und ich denke, hier ist das ganz wichtig, also beides, reines Herz, reine Hände. Und das Spannende ist, dass die rabbinische Tradition in Jesus Leben, zu seiner Zeit hat das Gewicht ganz klar auf reine Hände gelegt, also auf äußere Reinheit. Zum Beispiel die Mishnah, das ist so ein Gelehrtenbuch für die Rabbiner, die erklären, was Reinheit bedeutet. Und es geht alles darum, es wird eigentlich 200 Seiten lang geschrieben, wie du äußerlich rein lebst, aber eigentlich nie, was es bedeutet, dass das Herz rein ist. Und das ist ja genau das, was Jesus auch den Pharisäern und den Schriftgelehrten vorwirft. Ihr seid äußerlich rein, ihr seid wie weiß gewaschene Gräber, aber innerlich seid ihr verrottet. Sie kümmern sich um äußere Reinheit, äußere religiöse Korrektheit, aber innerlich, ihre Herzen, ihre Motive, die sind verrottet. Und Jesus nun dreht das und er legt das Gewicht wohin? Auf das Innere, auf das innere Herz. Ich finde immer bei so Lehren von Jesus an die Pharisäer oder wo er sie korrigiert, habe ich gemerkt, ich möchte mich da wie nicht ausschließen, sondern erst recht das nehmen als Prüfstein für meinen eigenen Glauben, weil jeder Christ hat eine Tendenz
dann auch religiös zu werden, oberflächlich zu werden, in Floskeln zu verharren, anstatt wirklich wieder da beim Wort von Jesus zu bleiben, bei dem Anliegen von Gott. Hey, es geht um mein Herz. Wo steht denn mein Herz? Nicht, wie sehen meine religiösen Praktiken aus als Christ, sondern wie sieht mein Herz wirklich aus? Und da merke ich, oder Jesus sagt, eigentlich ist es so einfach, suche mich von ganzem Herzen und ich werde mich finden lassen. Und das ist weiter so. Suche ich Gott wirklich von ganzem Herzen? Liebe ich ihn wirklich? Will ich mehr von Jesus? Oder ist es einfach eine Floskel, wo ich einfach sage, ja, ich liebe Jesus, ja, ich bete, ich singe gerne die Worship-Lieder, weil es toll ist. Ja. Oder ist da echte Anbetung von mir? Ist da echte Liebe zu Jesus, ein echtes Suchen von Gottes Nähe? Ja, ich glaube, sehr oft geht es beim reinen Herz darum, was ist eigentlich dein Motiv? Und Søren Kierkegaard, ein weltberühmter Theologe vom 19. Jahrhundert, der hat gesagt, dass das Problem mit den Menschen oft ist, dass wir verschiedene Motive haben im Herzen und uns darüber anlügen, warum wir tun, was wir tun. Also wir haben versteckte Absichten. Und das Problem ist, wenn wir uns selbst anlügen, dann lügen wir oft auch Gott an. Also wir kommen zu Gott mit versteckten Absichten, weil wir was von ihm wollen. Oder weil wir, und das Problem ist, dann verbirgt sich Gott vor dir. Und darum, wenn du zu Gott kommst, also das ist unser Aufruf an dich und an uns, überprüfe deine Motive. Warum tust du, was du tust? Und wenn du wirklich mal ehrlich wirst mit Gott, wie es dir geht und was du von ihm wünschst und was du brauchst von ihm, dann wird er sich dir auch zeigen und dann wirst du eben genau Gott sehen. Ich merke, für mich ist etwas auch zu einem wunderschönen Gebet geworden, was David schon gebetet hat. Psalm 139, Vers 23. Durchforsche mich, o Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Gott kennt mich allein und kann wirklich zutiefst in mein Herz hineinschauen. Sogar ich kann das manchmal nicht. Oder es gibt auch viele Menschen, Christen sind dann auch irgendwo dann zu streng mit sich. Und das macht es auch nicht besser. Aber ehrlich zu werden und die Dinge ans Licht zu bringen, Gott, durchleuchte mich ganz. Ich muss dir nichts vorspielen, aber ich möchte ehrlich werden und vor allem ein reines Herz hat, das sich liebt und sucht von ganzem Herzen. Ja. Wir haben die letzte Linie, selig, die Frieden stiften, sie werden Söhne und Töchter Gottes genannt werden. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, dieses Wort Friedensstifter, das kommt nur hier in der gesamten Bibel vor. Ah ja, wow. Und ich möchte mal, bevor wir sagen, was Jesus sagt, was sagt er nicht? Er sagt nicht, glücklich sind die Friedlichen. Er sagt auch nicht, das gute Leben ist, dass du Frieden bewahrst um jeden Preis. Einfach Hauptsache Frieden. Harmonie. Harmonie. Jesus sagt nicht Hauptsache Harmonie, genau. Er sagt, glücklich sind die, die Frieden stiften. Ja. Es ist etwas Aktives, Frieden machen. Das bedeutet aber, dem geht voraus, dass du in Situationen bist oder Situationen begegnest, wo kein Frieden herrscht. Und ich denke, fängt das ganz konkret an. Wir denken oft an Frieden, wenn es keinen Krieg gibt und auf nationaler Ebene. Aber eigentlich, was Jesus hier macht, ist, er bringt es auf die persönliche Ebene und sagt, du bist zuerst mal Friedensstifter in deinem Umfeld. Lebst du im Frieden mit Menschen? Lebst du im Frieden mit Gott? Ich finde es auch es ist eine Folgenstückheit auch vielleicht von der Barmherzigkeit. Ja. Ein reines Herz zu haben, was willst du wirklich, dann wird sich das auch zeigen, indem dass du dich auch wirklich darum bemühst, eben dass Frieden hineinkommt. Was bei mir sofort halt auch Anklang fand, ist mir diese Stelle im 2. Korinther 5, Vers 20 in den Sinn gekommen. Ich meine, Jesus ist gekommen, um Frieden mit Gott wieder zu schließen zwischen den Menschen. Und da steht dann im 2. Korinther 5, so sind wir Botschafter an Christi Stadt und wir ermahnen durch Christus so, lasst euch mit Gott versöhnen. Auch ich glaube schon nur diesen Dienst zu haben in der Welt drin, also Frieden zu stiften, den Menschen um dich herum, auf welche Art auch immer, dich darum zu bemühen, dass Menschen um dich herum auch Frieden mit Gott schließen können. Ich bin sicher, dieser Bereich schwingt hier krass einfach auch mit.
fürs Evangelium einzutreten Absolut. und dass Menschen gerettet werden können, in diese frohe Botschaft zu bringen. Gott hat Frieden mit den Menschen geschlossen. Das ist ja auch die Grundgeschichte der Bibel, der gesamten Bibel. Ja. Wir lesen, wie Gott die Menschen schafft und sie segnet im Garten und sie verspielen diesen Segen mit Gott. Und dann nimmt er sie aus dem Garten und dann aber, schon im Kapitel 12 im 1. Mose, begegnet er Abraham und er sagt ihm, ich werde dieser Segen, der sich die Menschheit im Garten Eden verspielt hat, den werde ich durch dich und deine Familie, werde ich den wiederherstellen in alle Nationen, die rebellieren gegen ihn. Also der Grundgedanke von Gott in der Bibel ist, er möchte Frieden stiften zwischen diesen rebellierenden Nationen, von denen wir lesen in den ersten paar Kapiteln. Er möchte den Segen wiederherstellen und den Frieden wiederherstellen mit diesen Nationen. Er tut das dann durch, wie du es gesagt hast, durch Jesus Christus. Und ich denke, wir dürfen auch hier, wir alle haben Strategien, wie wir Frieden stiften. Gewisse von uns, wenn wir Konflikte sehen, ziehen uns zurück, wollen nichts damit zu tun haben. Gewisse von uns gehen voll rein oder haben das Gefühl, wir werden Frieden stiften, wenn wir die richtige politische Partei wählen, dann werden wir Frieden haben. Oder wenn wir mehr wissen oder wenn wir religiöser sind oder wenn wir vielleicht auch wenn wir mit Gewalt rangehen, dann können wir Frieden stiften. Wir haben alle unsere Strategien und Jesus, und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, glaube ich, heute Morgen, Jesus' Plan, Frieden zu stiften, ist nicht nur durch sein Kreuz, sondern seinen Nachfolgern erklärt er ganz klar, wie wir Frieden stiften sollen, und das ist die Bergpredigt. Die ganze Bergpredigt. Also in anderen Worten, lies einfach mal weiter und du wirst merken, dass Jesus seinen Jüngern erklärt, was es bedeutet, Frieden zu stiften mit Menschen und Gott. Ja. Komm, wir beten. Und ich lade dich ein, deine Augen zu schließen und wie innerlich dein Herz heute zu nehmen und es einfach mal Jesus hinzustrecken, dass er es durch sein kraftvolles Wort einfach prägen kann. Jesus, hier ist mein Herz, mein Innerstes, mein ganzes Denken, Fühlen, meine Werte, meine Überzeugungen, mein Sein. Und ich lege es dir hin, Jesus. Ja. Und als erstes bitte ich dich, mach mich zutiefst barmherzig. Zeig mir immer wieder auf, wo ich vergeben darf, denn ich brauche auch deine Barmherzigkeit, deine Vergebung. Vielleicht gibt es jetzt gerade einen Moment, wo du Gott spürst, wem du vergeben musst, dann sprich es jetzt gleich aus. Wir warten ganz kurz. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in das Tiefste meines Herzens kommst und dass du meine Motive aufdeckst. Vater, ich wünsche mir nichts mehr, als ein Mensch zu sein mit einem reinen Herz. Ein sauberes Herz. Ein Herz ohne versteckte Absichten. Und ich komme heute transparent vor dich mit meinen Anliegen, mit meinen tiefen Wünschen und Träumen. Und ich bitte dich, dass du dich mir offenbarst und zeigst. Danke, darf ich ein Kind von dir sein. Und darum mach mich fähig, Frieden hineinzubringen in mein Umfeld. Stärke mich in den Konflikten, wo ich drin stehe, wo es Uneinigkeit gibt mit mir und anderen Menschen. Lass mich deine Wege gehen, dass Frieden hineinkommt, dein Friede. Und ich bitte dich, dass du mich brauchst, an allen Menschen um mich herum, die dich noch nicht kennen, die noch nicht versöhnt sind mit dir und das Geschenk des Friedens noch nicht angenommen werden. Nutze mich, Jesus, ein Licht dort zu sein, dass sie dich, Jesus, erkennen. Amen. Amen. Wir sehen uns morgen.